was sagen, Hanselbauer. Das Gescheitste war, wenn die ganze Wirtschaft der Teufel holen darf. Na, ist auch nichts davon. Aber meine Ruhe hätte ich. Das kannst du billiger auch haben. Ja. Übergib den Hof. Was hab ich noch? Deine Ruhe. Ja, und das Gnadenbrot. Nein, mein Lieber. Bei meiner Tochter hast du kein Gnadenbrot. Da geh ich mal rauf. Du, eine bessere Schwiegertochter kriegst du nimmer. Jung ist sie, sauber ist sie, arbeiten kann's und der Holz hat's bei der Hütten. Ja, das ist schon. Na, Lieber, jetzt muss ich mal Zeit, dass sie endlich einmal was rührt. Bei deiner Tochter? Nein, bei dir. Also, Jetzt muss einmal ein Ende hergehen. Nicht wissen, wie ich drauf bin. Wenn du sagst ja, dann sagst du wieder nein. ich sag halt auch nein. Ja, warum sagst du dann zuerst ja? Ja, möchtest denn du als Wittiber im Austragshäusl allein sein? Ja, nachher heirat halt noch einmal. Was? Nachher hast du keine Unterhaltung. Mir war's ja grad schön genug. Wer meinst denn, wer mich noch heiratet? Ja, grad nur. Pass einmal auf. Du hast ja Geld. Und wenn man ein Geld hat, dann braucht man nicht schön sein, nicht gesund sein, nicht gescheit sein. Da gibt's genug gestandene Weiber. Ich will aber kein Abstandene. Und nachher nimmt er halt einen Junge, oder? Oh, schwer. Nachher musst du allerdings Lustbarkeitssteuer zahlen. Aber das spielt ja bei dir keine Rolle. Mein Lieber, du, ich zahl mir an die anderen Steuern genug. Der sagt, Barbara, krieg jetzt Sie mein Bier heute noch. Das ist doch zum Teufel mit den Weibern. So, Bauer, ich bin schon da. Ja. Da hast du jetzt dein Bier, Ja, tu, gell? ja. Nein, Bauer, nicht so gar, nicht so gar. Das muss ich zuerst anwärmen, das ist nämlich eiskalt. Was? Und es gibt nichts Gefährlicheres als ein kalter Trunk in den erhitzten Magen. Mein Gott, dabei bin ich ja immer Durst. Bin ja so schon ganz verweckt bei der Hitze. Ja, das sieht man. Nein, Bauer, ich hab so viel Hitzen in mir, dass das Bier sofort temperiert. Jetzt tut das Bier her. Oh. Seiten nochmal. Ja, pfui Teufel. Was denn? Das ist ja warm wie ein Froschweier. Mein Lieber, du musst ja 45 Grad Fieber haben. Na, Bauer, das ist kein Fieber, das sind meine Hitzen. Ja, geh, schau, dass du zum Teufel kommst. Ja, das tue ich schon. Im Fegefeuer bin ich nämlich schon. Ja. Du unterhältst dich mit dem Teufel auch öfters als mit dem Herrgott. Ah, geh weiter, bei so einer Weiberwirtschaft muss dich doch der Teufel holen. Geh weiter, die Barbara, die sorgt sich doch recht um die. Ja, der hier so ein Kind, mein Lieber. Die darf sich so lang sorgen, bis sie versorgt wird. Du, die war da gleich was in der Austragshäusl rein, hä? Möchtest du wieder der Blätter? Ja, wo? Bist du noch gut beieinander? Was? Erhitzen hat's auch. Ja. Da sparst du im Winter einen Haufen Holz. Ah, Naja, wenn's auch kein neues Spielzeug mehr ist, aber bei dir kann es sein, dass es noch einen Ableger von dir gibt. der Lieber lass mich vom Teufel holen. Das besorgt nachher schon die Barbara. Ja. Da hab ich gar keine Angst. Also, was ist jetzt? Hä? Sind wir uns einig? Na, bestell ich gleich die Hochzeit. Ich sag nicht ja und sag nicht nein. Was sagst du da? Das kann ich dir heute nicht sagen. Du Vater, gib mir mal einen Zündschlüssel vom Traktor. Was möchtest denn du heute noch mit dem Traktor? Oh, das Fassel mit dem Odel fahren nur schnell hinaus. Was? Das kann man doch bei der Hitze nicht stehen lassen. Da wird's gestinkert. Das hat doch die Straße heute schon ausgefahren. Na, das ist nicht gut möglich, Was? weil es noch draußen steht. Ja, Sie lesen, die wird doch nicht. Na, der spinnt ja Stange grad. Oh, das fällt jetzt schon gar nicht mehr auf. Na, Schwiegervater, wie steht's jetzt? Ah, da wird was haben mit Schwiegervater. Ja, tut der Vater noch nichts dergleichen zum Übergeben. Mein Lieber, das ist ein ganzer Dickschädler, der. Allerweil ausziehen und vertrösten. Wenn du meinst, du hast ihn, nachher ist er dir schon wieder durch die Finger, wie ein Fisch. Mei, bis der mir übergibt, aber bin ich nicht mehr heiratsfähig. Ja, wart nur, Magnus, den bearbeite ich schon so lang, bis er ans Dumm wird. Ah, das erlebst du nicht, dass meinem Vater was zu tun wird. Wo ist denn die Straße, dieses Regimentsrindviech? Ja, die muss jeden Augenblick mit der letzten vorkommen. Warum? Die fangt von mir eine, dass der Teufel holt. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund, seinen Schutzpatron anzurufen. Ja, soll ich bei sowas vielleicht sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ja, was hat's denn gegeben, Vater? Ja, ne, was? Fahrt dieses Rindviech nicht mit dem Wasserfassel zum Blumenkirsten auf die Wiesen hinaus. Und das Odelfassel lässt stehen bei der Hitze. Soll ich da nicht der Teufel reinfahren? Ja, der wird jetzt in den Odelfeißel reinfahren, dass er recht stinkt und ich nachher kein Teufel mehr rühren kann. Ach, geh du mit deinen blöden Witzen, weißt du. Ah, da kommt ja so grad. Stasi, geh mal einer da. Mein Lieber. Da geht, da kann der Stasi nichts dafür. Hätte ihr halt zuerst sagen sollen, was für ein Fassel nehmen soll. Ja, das sag ich auch. Ja, so.
Der Teufel soll dich holen, wie es gehst und stehst. Das ist nichts Neues. Ja. Warum? Was ist denn los? Was hast denn du heute auf die Wiesen hinausgefahren? Ein Odel, wie du mir's angeschafft hast. Einen Dreck hast du ausgefahren. Na also, dann hab ich ja doch hinausgefahren. Außerdem werde ich wissen, was ich hinausgefahren habe. Nix weißt du. Weißt du, was du hinausgefahren hast? Was denn? Das Wasserfassel, das du zu den Kühen bringen hast sollen. Das Wasser? Ja. Sei froh, dass ich nicht einen Odel zu den Kirchen zum Saufen gebracht habe. Du nicht so blöd daherreden, du Hausdepp. Moment einmal, gell? So, du fein mit mir ein bisschen sozialer reden. Sonst werde ich nämlich landflüchtig. Geh zum Teufel. Da brauche ich nicht gehen, da bin ich schon. Hä? Aber nicht mehr lang, dass das weißt. Du oberbayerischer Tarzan! Das hab ich doch nicht gefasst. So was musst du anhören, hä? Das haben wir schon angehört. Tarzan, Herr des Dschungels. Ich mag jetzt nicht mehr. Weißt du, was machen wir? Morgen fahren wir in die Stadt zum Notar, dann übergebe ich dir den Hof. Dann kannst dich du ärgern mit der Bande. Ja, das hast du aber schon oft gesagt. Und mir ist was draus geworden. Aber diesmal ist es mir ernst. Beim Notar habe ich schon alles geregelt. Brauchst nur noch unterschreiben, wenn du mit meinen Bedingungen einverstanden bist. Und der Teufel soll mich holen, wenn es nicht wahr ist. Vater, du kriegst von mir einen Austrag, dass du überall damit singen lassen kannst. Und eine saubere Hochzeiterin legen wir da auch noch eine ins Bett. Ich brauch keine Hochzeiterin. Ich hab genug von den Teufelsweibern. Gut, das ist ja schneller gegangen, als ich mir gedacht hab. Jetzt bestelle ich gleich die Hochzeit, dass ich nicht mehr zurück kann. Ja, gut. Ich komme halt auf Nacht rüber zu euch, gell? Jawohl. Barbara! Ja, Geh weiter, bring mir ein Handtuch. ja, gleich. Ich bin nicht zum Fassen, jetzt klangt's mir aber, gell? Was ist denn los, Stasi? Und da brauchst du fragen, dein Vater. Jetzt hat er mir einen Räppler gegeben, dass ich bald im Brunnen nicht gefallen war. Dafür kriegst du jetzt von mir ein großes Trostpflaster. Warum? Ja, weil sich mein Vater mit dir so geärgert hat, dass er morgen zum Notar fährt und mir den Hof übergibt. Wirklich? Ja. Gut, dann bleib ich wieder da. Aber das sag ich auch gleich. Den Räppler, den muss er mal büßen, der Gläufe. Dafür kriegst du jetzt was von mir. Was möchtest du denn? Ein seidenes Halstücherl? Nein, muss nicht sein. Ja, oder Blusen. Hab ich doch schon eine. Oder eine silberne Halskette? Das ist so teure Sache. Nein. Ja, oder Geld. Siehst du, jetzt sind wir genau da, wo ich hin möchte. Wir warten mit 50 Mark. Gut, Stasi, die kriegst du von mir. Und mehr an Lohn kriegst du auch, wenn ich Bauer bin. Ja? Ja. Das freut mich. Und von mir kriegst du Brautschuhe? Haha. So, jetzt muss ich aber die freudige Nachricht sofort zu meinen Leitern bringen. Verstehst? Also, für dich. Schönen Gruß an die Christi, gell? Die Puzzle wirst du dir selber bringen, hä? Jo, Hanselbauer! Hast vielleicht so die Brautschuhe am Bräutigam? Weil das ein Glückstag heißt. Ja. Also wenn du nicht gewesen warst, dann schau es nicht so freundlich her. Also. Mein Stasi, ich kann nicht anders. Ich muss dir jetzt ein Puzzle geben. Was hast du denn? Ach, so schmeckt es. Ja, so schmeckt es. Hast dir gefallen? Ja. Du, das hat mir so gut gefallen, dass ich gleich nicht mehr aufhören möchte. Musst dir auch mal einen Schatz umschauen. Dann hast du es alle Tag. Okay. Wer mag denn mich mit meinem Bläden ausschauen? Okay, Stasi, musst du halt ein bisschen herrichten. Für mich war es gescheiter, wenn ich mich hinrichten darf. Jetzt Spaß beiseite. Weißt du, Magnus, das ist ja so ein Kreuz bei mir. Ich muss einen falschen Vater gehabt haben. Deswegen bist du doch ein lieber Kerl. Das sagst du jetzt nur, weil da nichts anderes einfällt. So, Magnus, Was? der Herr da ist jetzt Handtuch. Dankeschön. Was ist? Soll ich das Wasser auch gleich herrichten? Na, ich geh zum Bach runter zum Baden. Führst euch dabei. Ja, also dann führt nicht. Also das sage ich dir. Der Magnus, der gerade auch seiner Mutter noch, weil vom Vater hat der gar nichts. Du hast da wieder einen sauberen Verdruss eingehandelt bei unseren Bauern. Ich? Ja. Ja, wieso denn ich? Wann schimpft und krankelt denn der nicht, das frage ich dich. Ich hab ihn so dick. Weißt du, was der ich sag? Was denn? Der, den mich mindert, den darf ich aus lauter Gemeinheit heiraten. So, wenn der Mann
Kasperl 20 Jahre lang ohne Frau ist, dann werden die bösartig wie die Affen. Er braucht unbedingt eine Frau. Da darf er seine Hitzen schon vergehen und er darf gleich immer so gottlos daherren. Ich sag dir was, Stasi, mir läuft da jedes Mal ein kalter Schauer den Rücken hinunter, wenn ich bloß das Wort Teufel her. Herein! Was redet denn das mit der Teufel? Bei uns brauchst du um gar nichts wundern. Schau ich so greislich aus? Nein, natürlich nicht. Na also. Ich mein, so wie halt der Kaminkehrer ausschaut, Das gell? meine ich auch. Willst du bei uns kehren? Nein, ihr gehört nicht zu meinem Bezirk. Drum käme ich dir auch gar nicht. Nein, mir ist die Luft ausgegangen, weil ich einen Hufnagel habe in meinen Hintern. Hat der Gaul geschlagen? Lass mich noch gerade ausreden. Also, Die Luft ausgegangen ist mein Hinternradl von meinem Fahrrad. Und jetzt wollte ich fragen, ob ihr vielleicht ein Flugzeug habt oder so. nur Nagel umfahren. Herrschaftszeit, da kann ich den Schinter kann nur eine Stunde schirmen. Warum? Wo musst du denn hin? Nach Bachhausen. Nach Bachhausen? Ja, dann nimm doch einen Omnibus. Geht da noch einer heim? Freilich. Ja, um 6 geht der letzte. 6? Ja. Dann habe ich ja noch genug Zeit. Ja? Ja. Also ja, dann hättest du eigentlich noch viel Zeit. Ja. So, geh weiter, sitz dir ein bisschen her. Dankeschön. Sitz schon. Ja, halt weiter. Was begannst du rausgebracht? Der Kaminkehrer, der sitzt in dir. Was meinst du, wie da die Sessel ausschauen dann? Ach so. Ja. Bist du die Tochter da vom Haus? Nein, ich bin leider nur der Hausdepp. So deppert schaust du aber gar nicht aus. Wirklich. Du bist aber ein Kavalier. Die Wahrheit darf man doch sagen. Dankeschön. Ehrlich. Weißt du, was er da jetzt sagt? Was sagst du mir denn? Ich lasse meine Radl bei euch da und morgen oder übermorgen, da hol ich es wieder. Ja gut, und ich stehe das dabei im Schupfen, das wenigstens unterm Dach ist. Das ist nett von dir. Ja. Dafür kriegst du auch was von mir. Ja? Ja. Was denn? Nürnberger Busser. Bist du ein Nürnberger? Ja, das sagt man halt so dazu. Man lernt nie ausgehen. Den nimmst du dann als Betthupferl. Als Betu? Ja. Das ist doch unsittlich. Das ist doch was Süßes. Ja. Also, morgen oder übermorgen hol ich es wieder. Gut, Fertig? dann holst du es wieder, dein Radl, gell? Fertig? Weißt du, was wir tun? Nein? Ich gehe jetzt nur lieber schnell mit dir und sorg dir, wo ich das Radl in den Schupfer reinstelle, Ja, dass das es ist morgen auch fünft, wenn Ja. es kommt, gell? Ja, ich sag das jetzt gleich. Hat jetzt mich dieser Teufel erschreckt, ha. Aber in dem Haus da herin, da war's ja kein Wunder, wenn man bloß noch lauter Teufel sehen darf. Mein Gott, wo springst du denn jetzt extra von der Arbeit weg? Ja, weil dir was sorgen muss, was ich gefunden habe. Ja, ist jetzt so erklärt, was denn? Ja, lass nur Zeit. Ich war da gerade beim Bach drum, beim Baden. Ja? Und auf einmal schwimmt eine Limonadflasche daher. Nein. Und was meinst du, was drin war? Eine Limonade. Okay, eine Fäustflasche schwimmt doch nicht. Schwimmt nicht. Ein Brief war drin. Was? Ich hab die Flaschen gleich erschlagen. So, schau her. Ja, was soll ich da damit? Lesen. Lesen. Gut, ja, mal lesen. Lieber Finder. Verkehrt nicht mir, ich weiß nicht Finder. Damit ist doch derjenige gemeint, der das Flaschel findet. Also, bin ungefähr einen Kilometer weit auf der rechten Seite des Baches bei dem seidenen Gebüsch. Weidengebüsch. Ein paar groß Weidengebüsch beim Sonnenbaden. Du, von wem ist denn der Brief? Nur so viel ich weiß von einem Weiberleid. So. Scheinbar war ich eingeschlafen. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner sämtlichen Kleider... Du Kartoffelschein, gell? Kleider, Strümpfe und Schuhe berauscht. Ja, was liest denn da alles zusammen? Das heißt doch gar nicht so. Ja, dann liest selber, wenn du das besser kannst. Also. Jedenfalls war ich beim Erwachen meiner Kleider, Schuhe und Strümpfe beraubt. Beraubt. Beraubt, jetzt. Sodass ich jetzt außer meinem Badeanzug nichts mehr habe. Bitte holen Sie mich bei entsprechender Dunkelheit mit Mein Gott, du liest ja noch mehr Schmarrn zusammen wie ich. Bitte holen Sie mich bei einbrechender Dunkelheit mit einem Mantel oder sonst einem passenden Kleidungsstück ab, damit ich nicht die ganze Nacht hier kampieren muss. Ich hoffe, dass diese Flaschenpost aufgefangen wird. Hilde
Wie heißt die? Unlesbar. Das ist aber ein blöder Name. Was sagst du dazu? Okay. Die Städtischen soll der Teufel holen. So abgelegen kann der Winkel gar nicht sein, dass die nicht hinfinden. Nein, die wird der Teufel nicht holen. Die wird ich abholen. Ja, freilich, wollte dir nichts dümmer sein. Okay, Vater, man kann das arme Madel nicht halbert nackert die ganze Nacht draußen lassen. Ja, ja. Was meint man, die für Angst aussteht? Wenn ich da draußen stehen müsste, wie die Eva, um Gottes Willen. Da darfst du deine Hitzen einmal rausziehen. Gell? Ich hol jetzt meinen Mantel und dann hol ich das Madel ab, Nicht gell? da, du bleibst da. Jetzt war mir das Wahre. Du stehst jetzt kurz vor der Hochzeit. Da darf keine Versuchung an dich herantreten. Wie gesagt, ich hole jetzt ich. Was? Ich bin auch eine Tochter der Eva. Du? Ja, freilich. Bist ein Teufel sein Unterfutter. Jedenfalls schickt sich's besser, wenn eine Frau zu einer Frau kommt, Ja. die wahrscheinlich genauso dasteht, als wie es unser Herrgott erschaffen hat, nicht? Ja. Weil dann bringen wir deinen Mantel. Gut. Nix da, nix da. Du gehst in deine Küche und riechst das Abendessen her. Zu einem Fall, da gehört ein kräftiges Mannsbild her, nicht wahr? Ja, wer weiß, ob das Madel nicht so schwach ist, dass man es tragen muss. Ja, möchtest du es vielleicht am Ende du holen? Ja, natürlich. In meinem Alter kann einem die Versuchung nicht mehr so stark an. Ja, und tragen möchtest du auch noch. Ja, da. So, da, schaut nicht her. Ich hab mir gedacht, du darfst nichts Schweiß tragen mit deinem kaputten Kreuz. Oh, geh weiter. So eine Fliegen macht doch mir nichts aus. Aha, Ja. aber ich bin draußen war. Ja. Ich darf's bestimmt nicht reintragen, gell? Nein, da hat er einen Kran ausschüttet. Denk dir nichts, Barbara. So schwer bist du auch wieder nicht. Gott, du bloß nicht frech werden, das sag ich dir. Kind, weiter geh ich am nach. Das fällt mir doch gar nicht ein. Da weiß ich mir schon was Besseres. Ich gehe zu meiner Christel. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. Und der Vater muss ja schauen, was er kriegt. Der hat sich doch noch nie was gekümmert ums Weiberlein. Aber natürlich, wenn die Zeitungen alle voll sind von lauter nackerte Frauenzimmer, da kann sich auch ein Mannsbild für die nähere Umgebung überhaupt nicht mehr interessieren.